Von Monat zu Monat lebst. Momentan überall teuer. Bei mir ist es echt sehr gut im Fall. Überlegen, jetzt sollte man noch einen Nebenjob machen oder nicht. Oder? Arm ist man dann, wenn es um die Steuern zahlen müssen, aufs Essen verzichten. Die Rechnungen nehmen und dann alles eigentlich abziehen und dann mit dem Rest musst du bis Ende Monat noch leben. Und, ja. Armut trotz Arbeit. Working Poor nennt sich das Phänomen, das auch in der Schweiz immer präsenter wird. Working Poor nennt man Menschen, die zwar Vollzeit erwerbstätig sind, trotzdem das Geld aber nicht langt, um den normalen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das durch die steigenden Kosten in der Schweiz. Und Caritas schaut sorgvoll in die Zukunft. Sie geht von einer sozialpolitischen Zeitbombe aus. In dieser Reportage treffen wir auf die Vicky. Sie ist 31 und ein junges Mami. Sie wohnt mit ihrem Partner und ihren 2 kleinen Kindern in Zürich, wo sie zu 4. in einer 3,5-Zimmer-Wohnung wohnen. Beide sind 100% berufstätig. Er arbeitet in der Verwaltung eines Dienstleistungsbetriebs und sie hat ein Schuhgeschäft. Zusammen verdienen sie rund 8.000 bis 9.000 Franken im Monat und gehören so offiziell zum Schweizer Mittelstand. Trotzdem langt ihnen ihren Lohn nur knapp, um alle Fix- und Lebensunterhaltskosten zu bewältigen. Wir besuchen sie daheim und reden mit ihr über ein Thema, das in der Schweiz keiner so richtig darüber reden will: Finanzen. Also finanziell finde ich einfach, sind wir sicher gut da, aber am Schluss vom ganzen Lohn, den wir zusammen haben, geht dann recht viel weg. Also wir wohnen in einer 3,5-Zimmer-Wohnung und es ist eine Genossenschaftswohnung. Ich bin sehr dankbar dafür. Die ist zwar bezahlbar, aber auch die sind amigs wirklich an der Grenze. Und finanziell ist es halt dann schon eng, muss ich sagen. Also man ist irgendwie wie, wenn man sagen, von Monat zu Monat lebst. Zwar hat man alles und es sieht immer schön aus. Also eben, sie gehen in die Kita, wir gehen beide arbeiten. Also jeder will meinen, oh, wir haben viel zu viel Geld eigentlich. Aber das ist es ja nicht. Konkret sehen ihre Ausgaben monatlich folgendermaßen aus. Für die Miete zahlen sie 2'000 Franken. Die Kinderbetreuung ist ca. 2'200, Strom ca. 80 Franken, Hobbys und der Sport für Kinder 300 Franken, Krankenkassen sind rund 1'200 Franken, Telefon und Internet 200, Benzin 600 Franken, Steuern ca. 400 Franken, Versicherungen 200 Franken und für Lebensmittel und Hygiene geben sie rund 700 Franken im Monat aus. Sie kommen so monatlich auf rund 7'880 Franken an Ausgaben. Belastet die Situation vor allem das Finanzielle? Ich muss schon sagen, ja. Also es hat sicher Zeiten gegeben, wo ich gefunden habe, wow, jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Jetzt haben wir vielleicht mehr ausgegeben, als wir wollten. Zum Sparen für PK und Eigenheim muss ich einfach sagen, nein, überhaupt nicht. Also null, niente. Weil ich finde einfach, es ist zu eng. Für die Vicky und ihren Mann ist es trotz finanzieller Engpässe wichtig, alles Mögliche in die Erziehung und die Förderung von ihren Kindern zu investieren. Darum sparen sie lieber an anderen Orten. Also wir schauen auch daheim zum Beispiel wegen dem Einkaufen, Lebensmittel und so. Jetzt ist gerade frisch eingekauft, darum sieht es so voll aus. Aber normalerweise sieht es nicht immer so voll aus, weil wir ja nicht viel daheim sind. Ich bin zwar ein Migros-Kind, aber ich gehe gerne Früchte und alles auch im Aldi und Lidl posten. Ja. Also von dem her, es ist günstiger. Ich muss auch sagen, bei den Obstsachen, das haben wir auch gemerkt. Also ich finde auch, ein Budget ist voll okay. Es muss nicht immer alles das Überteuerte sein. Findest du es schade, dass man so wenig darüber redet? Also 100% glaube ich daran, dass es ein Tabuthema ist. All diese Abrechnungen, habe ich das Gefühl, schämen sich die Leute eigentlich zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt und ein bisschen mehr darüber redet, wird es für die einen auch einfacher, weil psychisch macht das auch einen Druck. Und darum finde ich, das sollte man ein bisschen auflockern und sagen, hey, es geht eigentlich allen gleich. Das Leben in der Schweiz ist durch die Inflation teurer geworden. Laut den Zahlen vom Bund ist die Teuerung im Jahr 2022 um 2,8% gestiegen. Die Corona-Pandemie und der darauffolgende Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar hat die Inflation zusätzlich verschärft. Das Geld verliert an Wert. Wer heute für 100 Franken einkaufen geht, kommt für sein Geld weniger über als noch vor einem Jahr. Am stärksten sind die Preise für Erdöl, Gas und Energie gestiegen. Aber auch für Lebensmittel muss man vermehrt tiefer ins Portemonnaie greifen. Beispielsweise sind Teigwaren zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 rund 5,1% teurer geworden. Butter ist rund 9,5% teurer und Eier ganze 14%. Wir sind unterwegs in Caritas-Märkten in Oerlikon, wo man Lebensmittel zu günstigeren Preisen wie im regulären Detailhandel bekommt.
Hier treffen wir Andreas Reinhardt. Er ist Mediensprecher von der Caritas und erklärt uns, wie die Armutssituation momentan in der Schweiz aussieht. Arm ist man dann, wenn das Geld, das reinkommt, einfach nicht lang. Das ist recht einfach gesagt. Also wenn Sie eine Zahnarztrechnung bekommen von 2000 Franken und hinten und vorne nicht wissen, wie Sie die zahlen wollen, wenn Sie zum Steuern zahlen müssen, aufs Essen verzichten, dann trifft das zu. Man geht davon aus, dass etwa 1,3 Millionen Menschen in der Schweiz auf die eine oder die andere Art ein Armutsissue haben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl wird steigen, weil es wird alles teurer. Gleichzeitig gibt es immer noch keinen vernünftigen Mindestlohn. Da gibt es sicher noch einiges zu tun. Finanzen, Armut und Scham sind nahe beieinander. Das ist uns nicht nur in der Recherche, sondern auch immer wieder bei den Dreharbeiten aufgefallen. Wir treffen auf Adriana. Sie ist 70 und von Altersarmut betroffen. Sie kommt einmal in der Woche hier posten. Ist es tatsächlich so, dass Sie auch darauf angewiesen sind, zum posten zu kommen, weil es einfach zu teuer ist in anderen Läden? Ja, weil sonst könnte man sich das vieles eben nicht so leisten. Oder so kannst du sagen, okay, ich finde das positiv, also, dass man unterstützt wird. Also. Und auch für Halima, die eine Hauswirtschaftslehre macht und 2 Kinder hat, sind die steigenden Lebensmittelpreise vermehrt eine Belastung für ihr Budget. Momentan überall teuer. Das ist für mich so viel momentan. Wenn heute ist gut, dann schauen wir morgen was. Zukunft, ich schaue wirklich nicht. Viele Menschen, die wir hier treffen, leben von Monat zu Monat. Wir treffen aber in Zürich auf einer Strassenumfrage auch Menschen, wo das Gegenteil der Fall ist und es finanziell gut geht. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es echt sehr gut im Fall. Würde ich so eine Zahnarztrechnung von 2000 Franken zum Beispiel diesen Monat total aus der Bahn werfen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Weil ich habe recht früh angefangen zu sparen. Eine Familie gründen? Also mit meinem Lohn würde es für mich alleine schon reichen. Wenn ich jetzt eine Familie gründen würde mit 2 Kindern oder mit einem Kind, eher nicht, würde ich sagen. Ich kann sagen, alles in allem geht es für mich auf. Ja, mit Verhältnis, also Lohnverhältnis, Wohnkosten, Fixkosten. Ja, absolut. Aber auch hier, nicht allen geht es finanziell so gut. Ich bin verheiratet, 3 Kinder, ja. Das ist knapp. Man muss überlegen, jetzt sollte man noch einen Nebenjob machen oder nicht. Oder Schafft deine Partnerin auch? ganz wenig. Also, weil wir können es uns nicht leisten, jetzt noch Kinder im Kindergrippe schicken und ja, alles andere. Kinderbetreuung ist auch bei der Vicky und ihrem Mann ein Thema. Sie können es sich nicht leisten, beide Kinder Vollzeit in eine Kita zu geben. Darum nimmt sie ihre Tochter mit, um zu arbeiten. Wir begleiten sie, um ihre Tochter in der Kita abzuholen. Ah, schau so. Hey. Gehen wir arbeiten, Julia? Oh, sie liebt. Das ist eigentlich schon noch speziell. Also, ich habe das jetzt auch noch nie gehört, dass eine junge Mami tatsächlich ein Kind mitnimmt. Das macht... Ja, ich kenne Kommst du auch Kritik keinen. für das über, oder? Nein, ich muss sagen, ich habe viel mehr Lob bekommen als gedacht. Alle haben gesagt, wie schaffst du das einfach? Tönen ist ja einfach, aber das musst du wirklich, auch musst Kraft haben. Normalerweise ist Vicky allein mit ihrer 1-jährigen Tochter im Schuhgeschäft. Heute aber ist auch ihr Mann, der Ivan, vor Ort, zur Unterstützung. Oh, oder weißt du was? Ja. Machen die auch so Budgetplanung oder so irgendwie? Nein. Die Rechnungen nehmen und dann alles eigentlich abziehen und dann mit dem Rest musst du bis Ende im Monat noch leben. Und, ja. Die Vicky jetzt nicht arbeiten würde die finanzielle Belastung auch grösser werden für dich, oder? Natürlich wäre die finanzielle Belastung noch grösser, wenn sie nicht arbeiten würde. Das ist klar. Wir schauen da ein bisschen miteinander. Das Ziel ist ja immer, dass dein Kind besser lebt, als du mal gelebt hast oder in deinen jungen Jahren. Oder, ja. Wie die Teuerung sich in Zukunft in der Schweiz entwickelt, frage ich beim Wirtschaftsexperten Tobias Straumann nach. Der Mittelstand fängt in der Schweiz nicht an zu bröckeln. Dafür ist die Inflationsphase in der Schweiz zu harmlos und zu kurz. Vieles hängt vom Teuerungsausgleich ab. Die meisten Leute haben dieses Jahr höhere Nominallöhne. Wenn die Inflation wie erwartet dieses Jahr sinkt, müssen wir nicht befürchten, dass es für die Leute finanziell schwieriger wird. In diesem Sinne sieht es in der Schweiz gut aus. Die Lage ist also alles andere als dramatisch. Die Vicky und Ivan wünschen sich für die Zukunft auf jeden Fall, dass sich die finanzielle Situation für die Menschen in der Schweiz nicht verschärft und vor allem, dass junge Familien mehr finanziell entlastet werden.